Hallo zusammen, herzlich willkommen zu endlich mal wieder einem neuen Video hier auf meinem Hauptkanal. Ja, lang ist es her, hinter mir vermisst. Auf jeden Fall kommt ein wieder jeden Sonntag 18 Uhr ein Video hier auf dem YouTube-Kanal. Und dann fangen wir doch einfach mal mit meinem ersten Video nach meiner YouTube-Abstinenz. Natürlich ein TikTok-Video, bravo Milo. Also wirklich Kreativität wird auf dem Kanal groß geschrieben. Baby. Du weißt, du bist jetzt der Liebe von meinem Leben. Jetzt? Ja, jetzt. Wieso noch für jetzt? Weil bald werde ich einen anderen oder eine andere lieben. Wer anderes? Unser Baby. So Videos, die tun mir einfach nur weh, da rein, da Herz, Mann. Nicht nur die Schauspielkünste sind gerade schlecht, sondern in einem Badzimmer ist absolut nicht aufgeräumt. Das geht gar nicht. Dein Fuß und dein Unterarm sind genau gleich lang. Nicht jetzt probieren, warte bis du heim bist. Du musst nicht im Zug und so jetzt die Schuhe abziehen. Nein, danke. Danke für den weirden Tipp, den absolut niemand braucht, aber du kannst einfach deine allseits geliebten Adiletten nehmen und den hier machen. Aha, passt ungefähr. Aber es bringt mir absolut gar nicht. Nice. Ja gut, was habe ich erwartet auf TikTok, oder? Laura hat geschrieben, sie braucht wieder mal einen Schwangerschaftstest. Aber Sarah hat keinen Akku mehr. Maybe Baby oder Chimpy Powerbank. Sorry Laura, manchmal muss man Prioritäten setzen. Und wer will schon einen leeren Akku? Ehrenfreundin, in was für einer Zeit sind wir angekommen, dass eine Powerbank wichtiger ist als ein Schwangerschaftstest? Und was wieder mal braucht sie einen Schwangerschaftstest? Also, Generation TikTok oder was? Sie braucht wieder mal einen Schwangerschaftstest. Bring mich mindestens zum Essen raus. Ich kann nicht mit verheirateten Frauen raus, sorry. Aber ich bin deine Frau. Hey, ich mache keine Ausnahmen. Ich habe gar nicht gewusst, dass Mr. Proper eine Frau hat. Piss dich, du Dorn! Sachen, die ich an der Schweiz einfach geil finde. Drück da aufs Plus, wenn du das auch machst. Es ist von der Gesellschaft einfach vollkommen anerkannt, wenn du vor der Nacht noch Chips isst und dem einfach Apero sagst. Perfekt, oder? Das gibt's auch nur in der Schweiz. Apero gibt's nur in der Schweiz, oder? Nee. Aber jetzt mal Real Talk. Wenn ich kurz vor dem Essen noch Chips gegessen habe, dann hat das meine Mutter auf jeden Fall überhaupt nicht akzeptiert. Also, ich habe keine Ahnung, was du meinst, Lina. Keine Ahnung. Hey, es war ein mega lustiger Tag heute. Danke, kann ich noch zurückgeben? Also ich sollte jetzt langsam rein. Meinst du, könnt ihr noch mit raufkommen? Nein, was soll das? Ich bin nicht so eine. Was denkst du von mir? Ich sollte schiessen. Und der Oscar für beste Schauspielkunst das Jahr geht an den... Absolut gar niemand, alle Scheiße. Ich zähle bis 3 und du machst ein hässliches Gesicht, okay? 1, 2, bis 3 habe ich gesagt. Ja, warte. Ja, das ist ein klassischer Joke von einem Lehrmeister, wenn der Lehrling gerade angefangen hat und noch ein bisschen unsicher ist, einfach mal solche Jokes eindrücken. Und der Lehrling, er weiß nicht einmal, ob er wirklich lachen oder so, einfach nur so, ja. Was ich am meisten in dieser Quarantänezeit wirklich liebe, ist, wie sehr ich noch mal mehr mit meinem Partner zusammengewachsen bin. Wir haben uns nicht einmal gestritten, wir sind so harmonisch. Homeoffice mit ihm ist so schön, er macht immer oben, ich unten. Hast du doch gesagt, ich mache ein TikTok? Es ist wirklich so herrlich. Ich meine, er nervt mich nie, er schafft oben, ich schaffe unten. Es gibt trotzdem einen Gewinner für beste Schauspielkunst auf TikTok. Okay, ja, ich tue ihn schnell verkünden. Also, meine Damen und Herren, Gewinner für die beste Schauspielkunst auf TikTok ist... Ich bin gespannt. Da steht ja gar nicht drauf. Moin, meine aktiven Freunde. Und an der Stelle habe ich für diese Woche absolut gar keinen Bock mehr auf TikTok. Wenn euch das Video gefallen hat, würde mich natürlich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Über ein gratis Abonnement natürlich auch. Und für die, was interessiert, habe ich jetzt noch eine recht grosse Info bezüglich meiner Livestreams. Und zwar ist es so, dass ich ab dem 1. Juli nicht mehr auf YouTube streame, sondern ich mache den Switch auf
Twitch. Zusammen mit dem Adi Totoro und dem Mr. Elia haben wir entschieden, ab dem 1. Juli auf Twitch zu wechseln. Also wir 3 gehen gleichzeitig, machen wir den Switch auf Twitch und streamen ab dann auf Twitch live. Also wenn ihr Bock habt, könnt ihr mir folgen, @MiloRomani auf Twitch. Die Links zum Mr. Elia und dem Adi Totoro sind natürlich auch noch in der Videobeschreibung. Meiner natürlich auch. Könnt ihr schon gerne mal rein folgen, das wäre sehr, sehr geil. Also ab dem 1. Juli streamen der Adi Totoro, der Mr. Elia und ich nicht mehr hier auf YouTube, sondern eben auf Twitch und übernehmen mal so ein bisschen die Schweizer Twitch-Szene. Da muss auch mal ein bisschen etwas passieren. Und in dem Sinne wäre es das Ziel mit dem Video. Ciao! Welche Note hast du? 4,5. Du hast einen 4er. Ein 4er? Okay.